gerade hier aus dem Kirchspiel Erfte sind im 19. Jahrhundert unheimlich viele halt nach Amerika ausgewandert, gerade im Bereich Clinton, Iowa. Und insofern haben wir halt auch die Städtepartnerschaft, wenn man, oder die kommunale Partnerschaft zwischen Clinton, Iowa und Erfte. Heute Sigmund habt ihr einen wunderschönen Bruch in uns Gemeinde und habt ein interessantes und buntes Programm. Schleswig-Holstein, stammverwandt, wankelig, mein Vaterland. Lieber Mike, es ist immer schön, dich hier in Erfte begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, du bist der Motor unserer Partnerschaft mit der Stadt Clinton in Iowa und ich hoffe, dass wir demnächst dann auch mal über den großen Teich fliegen und dich dann in Clinton besuchen können. I knew it would be interesting, and I'd get to meet many different people and renew acquaintances. So this has exceeded my expectations. I've had a very good time. I do feel a connection, a very strong connection. I've done a lot of family research, genealogy, so I know of my great-grandparents, great-great-grandparents, and so I feel a strong pull to this area. It feels like I'm, yes, honoring them by being here. Wir sind so international geworden, sodass man auch mal einen beten ordentlichen Baum unter der Föt haben muss, was wir Heimat nennen. Und zu das, was wir Heimat nennen, gehört unsere Sprache und insbesondere unsere plattische Sprache. Und deswegen freue ich mich, dass jem das so hochholen und dass hier auch Freundschaften entwickelt waren. Und dass jem hier rüberkommen und wahrscheinlich irgendwann mal eine Delegation auch nach Amerika geht. Nicht? Meine Mutter hat immer das Gefühl, dass Amerika ist gar nicht so groß. Wir haben eine Familie wie in Amerika. Und wenn ich mal rüber flog nach Washington oder wo auch hin, nach Chicago, dann sehe ich, ach, dann bist du hier in Amerika, dann kannst du Leifkirche besuchen. Dann muss ich ihr immer noch mal erklären, dass das nicht so ganz einfach ist, dass das nicht anders ist als bei mir auf Nordstrand in der Elisabeth-Sophienkirche. Die Elisabeth-Sophienkirche, manche sagen, ich komme von Nordstrand. Nein, ich will das bloß noch mal berichtigen, ich komme auf die Elisabeth-Sophienkirche auf Nordstrand. Das ist nämlich die einzige Gemeinde in ganz Europa, wo 3% von der Bevölkerung Ministerpräsident werden. Im Fall von meiner Urgroßmutter, sie in 1877 hat sie geheiratet. Aber dann nach 2 Kindern ist der Mann gestorben. Und sie musste nach
Bayern gehen, um eine Arbeit zu finden. Und dort hat sie meinen Urgroßvater kennengelernt und beide sind nach Iowa gekommen. Und deswegen haben sie diesen Umzug gemacht. Und in der Familie von meiner Urgroßmutter, die meisten Geschwister sind nach Clinton, Iowa gekommen. Und alle mehr oder weniger während derselben Zeit. So, ich vermute, dass während dieser Zeit haben sie nicht so viele Chancen hier als dort. Ja? Meine Mutti hat von ihren Großeltern sie haben diese Leute fast als Heilige gehalten. Ja? Und nur diese Leute in meiner Familie haben solche Respekt gehabt. Und das für mich hat eine große Bedeutung. Warum haben diese Leute so viele von den Emotionen von meiner Mutter gewonnen? Und ich möchte mehr von das ganze Volk lernen. I feel right at home. Yes, the smells and everything are like what I grew up with. I have a German background, and my mom made all these dishes, and I can make some of them. And it's just been very enjoyable. Getting acquainted with the local people and seemed just like what I know at home in Iowa. But now I live in Texas. Yeah, I've done lots of studying of Germany and the history and changes of territory in Schleswig-Holstein and elsewhere. And my mom, 100% of her ancestors came from Germany, so I feel very much as if I'm of German heritage. My grandmother, I know she told me that she liked to be with the rest of her family that had already come to Iowa. And so she came over to be with them. And one of the relatives paid her way. And then she had to work for them to pay them back. Wir sind hochzufrieden. Wir haben großartige Teilnehmerzahlen, wir haben bestes Wetter bei den Ausflügen gehabt. Heute Abend ist es auch trocken geblieben. Wir hatten einen sehr gut gelaunten ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Carstensen hier zu Gast, der uns wunderbar auch unterhalten hat als Dinner-Speaker. Und ja, alle sind, glaube ich, glücklich und zufrieden. Die Stimmung ist gut. Schönes Fest.